Ja, servus. Hallo Harry. Hallo. Vielen Dank erst einmal fürs Einspringen. Hat leicht sein können. Magst du mir einen großen Gefallen da? Ja. Magst du das Kabel da noch hinten? Schaut das blöd aus. Ja, da kriegen wir ständig negative Kommentare. Du stehst auf dem Ding drauf. Jetzt haben wir es gleich. So. So ist perfekt. Und dann so. Weil ich möchte das für unsere Leute als perfektes. Tut mir leid, dass ich euch solche Schmerzen bereite. Passt schon. Findest du, ich soll mir kurze Hosen ein bisschen weiter noch umziehen oder passt? Ein bisschen soll jetzt nur aufhören. Ja. Ich hätte jetzt fast pfiffen, aber das war ja unerträglich. Nein, da du den Vorverstärker nicht mehr hast, passt gegangen. Außer ein bisschen lauter reden. Nein, das machen wir dann noch. Soll ich lauter reden? Ja, war gut. Gut, dann rede ich ab jetzt so. So, die ganze Zeit? Ja, mache ich. Hallo Legendary Auto, gerne springe ich ein. Darf man erst einmal anstoßen, bevor wir uns streiten? Natürlich. Prost, Harry. Auf dich. Mein Prost Auf euch. Unterhaus, Prost Gemeinde. Prost. Kid Rap, die anscheinend Urlaub. Der Kid Rap hat am Montag spontan entschieden, dass er jetzt Urlaub macht. Hat aber natürlich vorher nicht angefragt, ob es für uns alle okay ist. Und natürlich ist das für uns okay, Natürlich. weil wer so viel arbeitet, darf einmal ein kleines Päuschen machen. Deswegen ist Stream heute auch nicht mit dem Kid Rap, sondern auch nicht mit dem Harry. Der ist nämlich auch heute anderweitig verpflichtet. Ja. Aber wer kommt dafür? Der DJ Herpes. DJ Herpes, aka Stevie Six am ja. Start. Ich freue mich. Schön. Ich muss jetzt schauen, das mache ich für ich heute. Magst du das Thema durch den Tag führen oder so ich? Also du darfst gern, aber wenn es nicht magst, Scheiße. Okay. bist du der Host. Dann bin ich heute der Host, okay. Tierfakt für dich, Harry. Der Flughafen München nutzt seit 2008 Honigbienen als Bioindikatoren zur Luftüberwachung. Über 40 Bienenvölker auf dem Gelände sammeln Nektar und Pollen aus der Umgebung. Im Labor werden Honig, Bienen und Wachs regelmäßig auf Schwermetalle, Spurenstoffe und PAK, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe untersucht. Die Ergebnisse belegen eine unbelastete Umwelt und Bioqualität. Harry, kennst du das, wenn du einen Text liest und es ist so langweilig, dass du unterm Lesen wirklich komplett abschaltest und an was anderes denkst? Ich habe die ganze Zeit überlegt, was ich lustigst dazu sagen kann, aber so wenig von diesem Text gemerkt, dass ich nichts. Also, ich hätte mich dann entschieden, ich wollte dich unterbrechen und sagen, soweit bekannt, aber das war so alles gewesen, weil ich hätte es einfach nicht wiedergeben können. Also, möchten die damit sagen, der Flughafen ist nicht schlecht für die Umwelt, oder habe ich das? Ich glaube, ja. Ja. Also ich muss sagen, das ist das Langweiligste, was ich seit sehr langer Zeit gehört habe. Ist wahrscheinlich cool, was da steht, Vermutlich. aber ich habe mich gerade zurück in die Schule versetzt gefühlt, wo man wirklich versucht aufzupassen, wo du hast deinen dritten Sechser in Mathe in Folge gekriegt und denkst dann, ja okay, jetzt vielleicht gibst du dem Ganzen nochmal eine Chance, gib dir nochmal eine Chance und dann hockst du da drin und du versuchst das, aber es geht einfach nicht, weil es so langweilig ist und so habe ich mich gerade gefühlt, Ja, um gut. ehrlich zu sein. Was trinkst denn du, Harry? Entschuldigung. Nein, ich wollte nur sagen, also 3,6 in Mathe, keine Ahnung, ob das schlecht ist, ich bin schlecht in Mathe. Ja, Also, stimmt, ich check's Der sehr von gerne. einen Schnitt von 3 geben oder so. Ja. Oder vielleicht ein Vierer, je Irgendwie nachdem, so. was für ein Sechser es war. Ja. Aber ich check's ja 0. Aber um deine Frage zu beantworten, was glaubst du, was ich trinke? Ich glaube, du trinkst ja Schönramer hell. Schau mal daher. Schaut's mal daher. Schönrahmen. Darf ich dich fragen, warum unser Schaum wieder ausschaut wie Chorschaum? Weil es schon seit einer Dreiviertelstunde rumsteht. Das ist Punkt 1, ja. Nein, ich kann es dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich habe es gerade schön aus der Kühlung geholt. Ja. War ja richtig gut eingekühlt. War super Hast du übrigens sehr eingekühlt. gut gemacht, danke. Danke. Ich weiß nicht, ob es war, weil es Lirgert aufbewahrt worden ist. Das ist ja eigentlich nur ein Problem beim Weißbier, soweit ich weiß. Brutal interessanter Fakt, habe ich nicht gewusst, dass beim Weißbier ein Problem ist. Wahrscheinlich wegen der Hefe, oder? Genau, die lagert sich ab. Haben wir aber nie Gedanken gemacht, dass es beim Hellen, also dass es insgesamt ein Problem sein kann. Hätte ich jetzt auch nicht gewusst. Und ja, aber ich habe es halt aufgemacht und es ist direkt übergegangen. Ja, aber Ablaufen das ist logischerweise auch nicht, weil bei uns ist, glaube ich, noch nie ein Bier kann aufgelaufen. gar nicht passieren. Ne? Nein. Von dem her, ich kann es dir leider nicht sagen. Also der Schaum, der wird wahrscheinlich dann zusammengefallen sein so schnell, weil ein Haufen Tenside im Glas sind, weil die Willibecher, die haben wir einen Die haben einen Spülmaschinen Spülmaschinen, ja. bis zum St. Nimmerleins. lieber nicht auswaschen und dafür keinen Schaum haben. Ja, Aber eigentlich schon. nicht beim Weißbier. Hast du gewusst, dass das Prickeln, das da hochgeht, nur durch Fehler im Glas entsteht? Das bedeutet, diese besonderen Sektglasel, Ja, also die haben das hab ich unten gewusst. eine bewusste Schwachstelle, damit halt nur einer hochgeht und alles Ja. andere ist perfekt.
Das mit dem Sektglas habe ich gewusst, aber beim normalen Glas Da oder beim glaub ich, ist Willibecher es habe ich noch einfach nie drüber nachgedacht. Ich glaube, dass da einfach nur halt kein Wert drauf gelegt wird, besonders Schaut sorgfältig. Aber deins ist ja gerade richtig. Richtig fresh aus. Warte, wo habe ich denn? Hier, damit die Leute was zum Singen haben, damit sie wissen, das lohnt sich, wenn man sich das Video anschaut. Oh ja. Oh Maria. Geh recht in der Annahme. Sind die relativ frisch aus der Spülmaschine gekommen? Also die hast du einfach aus dem Schrank geholt, Ich oder? habe es aus dem Schrank geholt, aber ich glaube, dass die Spülmaschine heute ausgerammt worden ist. Von dem her. Das ist auf jeden Fall ein Glasl, das man riecht, wenn man trinkt. Das ist korrekt, ja. Das zeugt eigentlich schon mal davor, dass spülmaschinentechnisch alles richtig läuft. Ja, also da sind wir ja Profis. Das sind wir Das Profis. riecht einfach nach allem. Na egal, mir ist wurscht. Ja. Aber das Bier schmeckt gut. Bier ist grandios. Ja. Wochenrückblick, Harry. Ja. Ich muss vorlesen. Ich muss dich aber dann unterbrechen, bevor du vorliest. Ja. Der Machine Gun Tom trinkt einen Long Drink in Kroatien. Das freut mich für ihn. Prost. Lass dir schmecken, ich hoffe, du hast ein paar Kasten schon auch mitgenommen. Prost geht raus und ich mag es, dass auf meinem Fitness-Tracker auftaucht. Das ist stark, ich glaube, ich brauche sowas auch, damit ich noch mehr ein Geisel von Social Media und was weiß ich alles bin. Definitiv. Aber Entschuldigung, jetzt. Wochenrückblick, ich lese das einfach so vor, wie es Sabrina aufgeschrieben hat. Erstes Deutschlandspiel 7:1 zerbröselt die scheiß Kurasak. Okay. Ja. Hat wahrscheinlich nicht damit gerechnet, dass ich es vorlese. Ja, Schön. ich habe auch noch nie gehört, das ist wieder so der Klassiker, dass man versucht hat, hey, lässige Shoes, Bro. Ja, da muss der Kiddy sein Game noch ein bisschen absteppen. Ja, auf jeden Fall. Also eigentlich soll man so bleiben, irgendwie fühlt sich das gut an. Also ich möchte halt keine Kaufland-Werbung machen, aber Deutschland-Flagge, weil ich nämlich ja. krasser Fußballfan bin. Weiß ich. Ja. Weiß ich. Was hast du gesehen, ein Spiel? Ja, Wirklich? Also ich habe es laufen lassen, sagen wir es mal so. Ja. Ich war währenddessen am Rechner und habe ein bisschen gearbeitet und habe irgendwann leiser gemacht, weil mir der Kommentar so genervt hat. Aber Fußballfan durch und durch. Ich weiß schon, du bist ja fast Fanatiker, würde ich sagen. Ich habe es mir auch angeschaut und es war irgendwie, meine Mom hat dann gefragt, wie ich es gefunden habe im Nachhinein. Und ich habe gesagt, ich meine, das Ergebnis war ja durchaus zufriedenstellend, Ja, da auf jeden kann ich mich Fall. jetzt nicht beschweren. Ich hätte mir Aber es mehr war irgendwie bei- langweilig, weil wir so überlegen waren und ich bin jetzt richtig gespannt, ob wir einfach gerade aktuell eine richtig gute Mannschaft haben oder halt einfach nur die Sim 1 oder ist Ob Curaçao die anderen wirklich scheiße so waren. schlecht, weil die haben uns ja so brutal spielen lassen. Ich frage mich, war es besser, das Ergebnis, wie es war, also 7:1? Oder? Weil ich habe mir instant gedacht, ja, warum nicht 6:0 ihr Trotteln? Das war, ich weiß nicht einmal mehr, was das erste Tor. Das erste Tor habe ich nämlich nicht gesehen. Ich bin nämlich, also das erste Gegentor. Das Gegentor, sagen wir mal so. Weißt du schon? Also ich hätte es sehen können. Aber hast du jetzt nicht gesehen, Wie okay. gesagt, ich war am Rechner und das muss sein, das ist ein riesen Bildschirm, so ein großer Curved-Monitor. Und Ja, was ist dahinter war der Fernseher. Keine Chance. Ja, Überhaupt keine also. Chance. Nächster Wochenrückblick, da bist du der perfekte Kandidat dafür. Unser Gig in Bogen. Sehr gut. Wie hast du ihn gefunden? Ich habe ihn tatsächlich mal erfrischend gefunden, es war mal ein bisschen anders. Ja. Es hat einfach mal, also hier, natürlich, wer da war, der hat ja gesehen, ich habe so richtig abgemettelt Ja. an die Turntables. Ja. Und was mir auch richtig taugt hat, war, dass das in so einem Innenhof war. Habe ich gut gefunden. Menge ist mitgegangen, Wahnsinn. Menge ist mitgegangen, das war krank. Leider habe ich die Glue-Boys verpasst, weil habe ich irgendwie nicht mitgekriegt. Keine Ja, wirst du Ahnung. innen beim Tennisspielen gewesen sein, oder? Vermutlich, ja. Also beim Innentennisspielen über die Stühle. Genau. Und ja, ansonsten ein bisschen getroffen hat mich, dass also Halterung vom Schlagzeug vom Hirs Ja, war liegen geblieben mutmaßlich ist. vom Hirs. Mutmaßlich. Ja, das hat mich getroffen. Aber sonst super Auftritt. Aber wie hast denn du so gefunden? Ich war nicht dabei. Ah, wo warst du? Es war so, dass ich sehr gute Spätzle von mir heiratet und deswegen war ich da in der Therme Erding und habe sehr viel gut aussehende nackte Frauen gesehen. Und Aber mich nicht komplett geschaut hintergesoffen. wahrscheinlich. Aber nein, natürlich nicht geschaut. Nein, jetzt lösen wir das Ganze auf, es war andersrum. Der Harry hat nicht dabei sein können, weil er es in der Therme Erding komplett behindert gesoffen hat. Alter, Lass uns mal damit starten. Erzähl mir, was in der Therme Erding war. Und vor allem, ich möchte kann man hier alle Klarnamen nennen, also Vorname oder als Spitzname. denk schon.
Mich interessiert ganz besonders die Story vom T&T am Abkühlbecken. Ja. Aber mal grundsätzlich, führ mich mal also nimm mich in den Tag mit. Wie seid ihr, also wann ist losgegangen, wie war es? Aufwecken, Start gern. Also wir waren um 6 in der Früh zu dritt beim Lotus, also man muss dazu sagen, das war, also der richtige JGA war letztes Jahr. Ja, auf der Hütte. Warst du dabei? Genau, das war ein großer JGA mit Übernachtungen und so weiter. Und Bier-Olympiade. Ja, stark, gut organisiert, möchte ich nochmal sagen. Danke. Auf jeden Fall, und jetzt da nächste Woche, da ja auf jeden Fall jetzt dann halt die kirchliche Hochzeit, das haben wir gesagt, du machen wir in einer ganz kleinen Runde nochmal einen Tag, ein bisschen Gaudi, und dann waren wir um 6 in der Früh bei ihm. Schlüssel hat seine zukünftige aufgelegt, und dann war der Rauschi dabei als Arzt verkleidet. Also nicht verkleidet, er ist ja Arzt. Ja, aber er war trotzdem, also das ist immer die Frage, war er in dem Moment verkleidet? Das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er akute Unterhopfung beim schlafenden Lotus festgestellt. Hat der Lotus wirklich, also war er wach, können wir sagen, oder habt ihr ihn wirklich aufgeweckt? Ich habe mich quasi auf ihn draufgesetzt. Unterstützung sozusagen? Nein. Ich wollte eine machen, aber dann hätte halt das ganze Arztding ja, so das cool. stimmt, okay. Und so haben wir uns halt, also der T und ich haben uns quasi aufs Bett gesetzt zum Lotus. Also ich bin so halbert auf ihm im Arsch halt gewesen. Und dann haben wir das Heulen angefangen, weil er so krank ist. Und dann hat der Dr. Florida akute Unterhopfung festgestellt. Wir haben direkt helfen können. Dabei gehabt? Ja, klar. und ein Laborkittel. Also nicht ein Arztkittel, meine ich natürlich, kein Laborkittel. Ja, nein, also kein Labormaus. Na, auf jeden Fall, dann haben wir auch direkt mit der Behandlung anfangen können. Also er hat instant erst einmal eine halbe zuzeln müssen. Und Weißwurstfrühstück? Tatsächlich nicht, weil wir sind dann direkt, also wir haben, er hat sich schnell anzeigen müssen, dann sind wir nämlich schon losgefahren, er hat dann gewusst, wo es hingeht. Als er dann irgendwann gesehen hat, hat er gesagt, ja, wir fahren in Therme. Und dann sind wir auf den Thermenparkplatz und links eine, weil es dann nämlich ein Hotel gibt und da gibt es ein sehr gutes Frühstück. Da waren wir und da hat es Mini-Weißwürst gegeben. Ah, geil. Ja, und dann, also klar, auf der Fahrt noch halbe zuzelt und beim Lotus, bis er fertig war auch. Also war schon Ski dann. Also dann 2,5 bis genau. So können wir seid auf entspannt. Ja, dann da gefrühstückt, dann draußen erst einmal bei Mischerl aus der Dosen gesoffen, bevor wir, also wir sind zum Auto wieder, bevor wir dann tatsächlich in die Therme gegangen sind. Ab wann kommen Thermen? Ich glaube ab 8 Uhr. Wann wart ihr drin? 9.30 Uhr. Also um 8 Uhr waren wir beim Frühstücken dann und... Ich habe es um 6 Uhr aufgeweckt und dann noch insgesamt, ja gut, eine Viertelstunde fast schon nach Erding, dann mit halb, aber passt perfekt. Ja, gut, genau. Gut gemacht. Also, ja, genau. Und dann wir haben richtig viel Dosenmisch halt dabei gehabt, haben die dann auch schön im Rucksack mit in die Therme reingenommen, haben die im Spind gelagert und haben dann auch den ganzen Tag über, also wir waren 12 Stunden, länger als 12 Stunden waren wir in der Therme, haben wir einen ganzen Tag Zwischenzischer gemacht. Also wir sind um 11:30 raus auf die Nacht. Also, what? Ja. Ach so, ich habe gar nicht gewusst, dass die so lange offen hat. Bis 0 Uhr. Wow. Ja, und wir haben halt quasi, also wir haben Angst gehabt, weil es ja geheißen, also früher war mal 3 Getränke Limit. Deckel, Limit. Bei aber halt an alkoholische, Bar, ja. Genau, alkoholische Getränke, 3. Aber auch die Getränke in die Restaurants drinnen, die wären jetzt auf dieselbe Liste. Das ist völlig. Das ist naja, und Irrsinn. mittlerweile sind es 5. Aber die 5 sind wohl auch nur eine Empfehlung. Weil, so. Ja, weil wir haben mehr gekriegt, also ohne zu fragen hat er uns mehr gegeben. Okay. Also wir haben natürlich nach Getränke gefragt, aber wir haben gar nicht falsch. Ihr habt es gar nicht thematisiert. Ja, weil der Wer viel Frage kriegt für Antwort? Das ist, aber der T und I waren an der Bar, also wir sind da gestanden, während der Typ, der ganz allein da war, herkam und sagt, ich kriege einen Gin Tonic. Und dann hat der Barmann gesagt, das wird leider nichts, du hast schon 5 Getränke. Und dann steht er da und dann hat er angefangen zum Feilschen und hat so, ja, komm, jetzt buch doch einfach ein anderes Getränk. Also ist natürlich offiziell nie, das ist vielleicht blöd, gell, für die Mitarbeiter, wenn ich sowas verzeihe, oder? Kommt drauf an. Weißt du nicht, also weiß ja keiner, wer an dem Tag gearbeitet hat. Stimmt, ja. Wahrscheinlich gibt es noch einen an der Bar. Ja. Naja. Aber ich habe schon mindestens 2 Leute an der Bar gesehen. Okay, Auf jeden Fall ist wurscht, der hat ihm den Gin Tonic dann gegeben. Er hat gesagt, jetzt buch halt einfach auf irgendwas anderes. Ja? Und so hat er so verschwörerisch, ja, und vielleicht hat der uns dann auch mehr Getränke gegeben, weil er genau gewusst hat, wir sind einen halben Meter daneben gestanden. Also, wie viel mehr? Also er hat nichts gesagt. Wir haben glaube ich, an der Bar Sim-Getränke jeder gehabt.
Wir haben ja einen dabei gehabt, der wieder heimgefahren ist, also der Hannes. Ja. Und der hat seine Getränke noch offen gehabt. Der hat für uns, bevor er gefahren ist, noch schnell Getränke bestellt. Ah, sehr also gut. sein Limit halt ausgereizt. Seine Weil wir Fünfe. bis dahin halt nur Angst gehabt haben, dass wir Ja, den Gang nicht voll, vollgehen. Da waren wir voll. im Leben ja nicht so lange da drin blieben. Ja, aber es ist schon eine gute Mischung, wenn du Schnapsmischer saufst in der Umkleide, dann ich habe 2 Strawberry Coladas getrunken im Pool. Habt ihr Bier drin auch getrunken oder nur Ja. Cocktails? Okay. Ähm, Was habt ihr dabei gehabt, selber noch als Verpflegung? Also, falls jetzt da drin das Limit, sage ich mal, überschritten worden wäre und ihr habt ja nicht nur was für die Umkleidekabine dabei gehabt, sondern hoffentlich auch für drinnen, sagen wir mal, in der Colaflaschenmischel oder. Nein, wir haben tatsächlich nur für die Umkleide, wir sind immer wieder in Umkleide gegangen und haben da gesoffen, Echt? Warum? weil die Mitarbeit, also wir haben online gelesen, dass man keine Getränke mitnehmen darf, Das war ja frech. keine alkoholischen. Ja, ach so. Ja, aber deswegen sage ich eine Cola. Ja, aber wir haben ist aber schon einfach, alles wir haben die völlig fertigen Mischer gehabt quasi, da haben wir, ich glaube, 5 pro Person gehabt und da ja der Hannes fahren müssen hat er bloß eine getrunken. Ja. Nein, Schmarrn, keine. Und die 2 halbe, die auch nicht getrunken hat wahrscheinlich, oder? Er war sehr lang da, also wenn er es getrunken hätte, Dann war war das es. völlig in Ordnung. Aber hat er auch nicht. Ja, genau. Und dann, muss ich sagen, haben wir schon gut einen Rausch zusammengekriegt, weil wir dehydriert sind ja ununterbrochen. Wir hätten eigentlich einen Nudelsalat dabei haben sollen. Noch zusätzlich. Den Wird schon nicht wieder hat das die Rindvieh zukünftige, vergessen haben, oder? sie hat ihn gemacht. Ja, aber nicht mitgeben. Ja, genau. Und da bringt er wenig daheim. Ja, Ein doch. Gute hätten nachgefahren. Doch. Ja, Wir haben die dann schön daheim gefressen. ja. Schau nicht, wenn du das hörst. Schade. Ja, wirklich. Badhosen hat es ihm auch keine einbackelt, weil man ist, also in dem Saunabereich ist man in der Regel textilfrei, also man hat ein Handtuch drum oder einen Bademantel, aber Aber dass es vielleicht die Option gegeben hätte, auch zu rutschen. Ja, Für die wenigen das- rutschen, die der Lotus rutschen darf. deswegen haben wir ihm schöne Speedo gekauft. Also so, Was ist ich weiß Speedo? nicht, diese Slips da, die Na. Badehosen-Slips. Also er war bei irgendeiner Massage und währenddessen sind wir nochmal kurz raus und haben für 30 €, ich bin farbenblind, ich glaube... Blaue. Nein, es ist entweder knallgelb oder so sehr helles Grün. Okay. Also richtig Neon, war Schön. lustig. Hat er dann auch gehabt? Hat er auch gehabt und das Rutschen gegangen. Das ist nur irgendwie noch komischer, weil in dem Nacktbereich, da dürfen ja keine Kinder und so sein, aber wenn er da drüben so leicht begleitet im Kinderbereich, also im Bereich, wo viele Kinder und Familien sind. Das Geile ist, am Lotus ist das auch halt zu 0% unangenehm. Lotus und Rauschi sind da ja komplett schmerzfrei. Oder? Also schätze ich schon so ein, dass am Lotus. Ja. Gibt es irgendwas, was am Lotus richtig unangenehm textiltechnisch war? Eigentlich nicht, Kann ich da oder? echt nicht sagen, ich glaube nicht. Ah, doch, wahrscheinlich ein LGBTQ-Shirt. Ja, das kann sein, natürlich. Ja, doch. Stimmt, wir haben ihn gefragt, was er denkt, was wir jetzt für Hosen für ihn gekauft haben. Und dann hat er angefangen von wegen, also er hat nie an irgendeine kurze gedacht, er hat gedacht, so normale Badhosen, aber es steht halt irgendwas Politisches da, was ihm nicht taugt oder so. Und ich glaube, er hat sogar gesagt, der Regenbogenhosen. Oh ja. Also wegen LGBTQ. Der Lotus. Ein Originaler. Ja, okay. auf jeden Fall. Ein Naja, Filo. gut, aber lange Rede, kurzer Sinn, wir waren sehr oft beim Saunieren, es waren sehr früh nackte Leute, das war zum Glück nicht wie das letzte Mal, dass nur wunderschöne Leute da waren, also ich habe mich nicht schlecht fühlen müssen, meistens. Ja. Genau. Ja, und dann haben wir uns halt umbürstelt und dann sind wir im Dreckserding fortgegangen. Nur ganz kurz, weil wir, also erstens, wie groß ist in einer Sauna, wenn jetzt eine richtig scharf ist? Erstens, Wasser ist die perfekte Technik, um irgendwie hier zum Luren. Gibt's da eine besondere Technik, die du anwendest? Also abgesehen, also wenn du schauen darfst. Weil du schaust ja wahrscheinlich nicht. Nein, natürlich nicht. Aber wenn du schauen Bin mal darfst, ehrlich, gibt es irgendwie was, man fixiert was in der Entfernung und nutzt seine periphere Sicht, dass man irgendwie sagt, so, Es ist sehr hilfreich, dass es in der Sauna meistens recht dunkel ist. aber war's. das siehst du ja wenig. Nein, du siehst die Leute schon, aber wenn du jetzt so sitzt und deine Augen, also wenn du leicht nach unten gebeugt sitzt und deine Augen aber so, dann sehen die nicht, wo du hinschaust. Der Kopf muss schon Wie hinschauen. lustig wäre es, wenn du nur denkst, das Ja. und im Endeffekt denkst du an diesen Typen. Ja, naja, also tatsächlich, man startet natürlich nicht, aber ich weiß nicht, kennst du das glaube ich, habe ich in der Schule früher gemacht, wenn mir eine gefallen hat oder so. Dann immer dieser hier, wo man so vorbeischaut, also man schaut vorbei und fixiert kurz und so. Ich habe was Großartiges gelernt, und zwar, wenn dir ein gut aussehender Mensch entgegenkommt, dem du gern hinterher schauen darfst, was man aber nicht macht. Schuhbinden. Na, du drehst dich, bevor er kommt, um.
und tust das da zu hinten singen und dann geht er vorbei und dann bist du ja schon umdreht. Ah, nicht schlecht. Das habe ich irgendwo mal gesehen. Und wenn eure Blicke sich treffen, dann warst Und ich dann hier mein $1-Million-Smile ja. Hör auf. gebe, Hör dann auf. ist eh schon. Ja. Ich hätte gedacht, auf die wirkt es nicht mehr. Ja, that smile. Ja, that that goddamn fucking smile. Ja. Na, also, hört sich relativ unspektakulär aus, aber man hat einfach richtig viel zum Tor da drin, wenn man die ganze Zeit sauft. Saulustig. Entschuldigung, ich habe mein Thema noch nicht abgeschlossen gehabt. Also, das ist also du hast keine klare Nein, Technik. tatsächlich nicht Wie wirklich. oft sieht man so richtig Pissschlitz? Nicht so wirklich, oder? Also, es ist mehr Also so. meinst du, dass eine Frau breitbeinig Nein, da das sitzt nicht, oder so? aber einfach so, ich weiß nicht. Die laufen ja, also es ist da völlig normal, deswegen ist es auch nicht so sexuell aufgeladen, wie man denken würde, wenn man drüber, aber Ja, es schon. ist, Das ist quasi ein so, es ist Safe Space. vollkommen normal, du hast der Handtuch dabei, danach duscht sie jeder, danach springt man springt man ins Kältebecken oder sowas, und man läuft da dann auch rum, also die meisten hängen sie erst einmal nichts um oder ziehen einen Bademantel um, weil sie erst einmal abkühlen wollen und so weiter, also sowohl Typen als auch Frauen. Für mich als Nicht-Saunagänger ist ja klar, dass das eine gewisse sexuelle Energie ausstrahlt, weil ich ja nicht in diesem Safe Space bisher war. Also, aber natürlich glaube ich, wenn man dann da drin ist, dass man das dann aus Etikettegründen, aus Gründen der Etikette, dann vielleicht abscheut. Aber dann sage ich mal, ergibt sich ja meine nächste Frage. Ständergefahr überhaupt nicht gegeben. Also, bei mir zumindest nicht. Obwohl das super funktioniert, ich sag's euch. Ja, der haut super hier. Ja. Nein, also keine Gefahr, weil es sind ja richtig viel eklige Leute. Ja, aber ich sage, wenn jetzt, sagen wir mal, Sydney Sweeney sich entscheiden, dort spontan auf meinem Gesicht vorbeizuschauen und links daneben steht jetzt, sage ich mal, kein Sydney Sweeney, sondern eine sehr hässliche oder hässlicher, dann war mir das wurscht. Das stimmt. Ja, dann wird es wahrscheinlich die Situation an sich ausmachen. Ich glaube, ja, also ich finde, man ist ja allgemein nicht so wahnsinnig Ständer an. Also das muss schon viel, muss schon klar ein sexuelles Ding da sein, dass man sagt, da kriegt man einen Ständer. Sonst ist es ja einfach nur so dummes. Ich möchte jetzt nicht wie ein gesetzter, nicht primitiver Mensch klingen, aber im Endeffekt ist es ja einfach dann wie Kunst, so ein schöner Körper. Und gar nicht unbedingt sexualisiert, sondern wirklich einfach nur ein schöner Körper, so wie man sich ein schönes Gesicht anschaut. Ja, also klar schaue ich mir lieber einen schönen Frauenkörper oder einen Männerkörper, egal welcher Form, aber es waren ja sehr schöne Männer da. Ja, man kann einen Männerkörper natürlich rein objektiv appreciaten und sagen, good work, bro. Ja. Stark gearbeitet, also, einer von denen Saunameister, das war krass. Okay. Der T hat er nicht mehr aufgehört. Er hat gesagt, der hat während der da gewadelt hat und so, hat der nochmal 25% Muskelmasse aufgebaut. Ja, wenn sich der Team einsteigert. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt kurz zum Kältebecken noch. Ja, da ist ich glaube, die heißt Keto-Sauna oder so. Und das ist so, das ist die falsche. Egal, die Banya. Das ist die Russensauna. Da drin wird eigentlich richtig viel Party gemacht. Es wird überall Musik aufgelegt und so, aber da drin wird wirklich Party gemacht. Okay, geil. Das macht schon Bock. Also die Leute sind da waren 5 Saunameister drin und haben irgendwas rumgemacht. Und die Banya ist draußen. Und an der Therme Erding gibt es einen kleinen künstlich angelegten See, in den du nicht rein darfst, aber da ist ein Becken in diesem See, wo du rein darfst. Und das ist ein Steg. Becken und T und ich haben früher raus müssen, weil es uns zu heiß war. Und dann sind wir da halt gestanden und haben geratscht und die Leute sind immer wieder hergekommen, das war direkt vor dem Kältebecken und wir haben halt immer wieder, ob wir da anstehen. Und beim 3., 4. Mal hat der Tier gesagt, na, wir schauen bloß. Aber da sind ja alle nackt, oder? Ja, alle waren nackt. Sie auch nackt? Ja, also wir sind nackt da gestanden. Es waren, ich würde sagen, 30, 40 nackte Leute da und wir haben einfach nur geratscht und er dann, nein, wir schauen bloß. Und das Ja, das ist deins, oder? Ja. Das ist mit dem MacBook verbunden. Das ist mit dem MacBook verbunden. Da habe ich jetzt leider gar ablehnen. Nein, auf gar keinen Fall. So wichtig kann es gar nicht sein. Schnupfi dabei war nicht. Ja. Kannst du dich leider weiter unterhalten? Ja, ich versuche euch zu unterhalten mit meiner super spannenden Geschichte. Na, aber die war schon eine lustige Situation, weil die Leute halt natürlich erst einmal Black geschaut haben, wenn einer sagt, na, wir schauen bloß, wenn alle nackert sind. Aber viel Leute gelacht. Und war dann. Am Ende war es lustig, gell? Am Ende war es lustig. Und wir haben ja geschaut. Pries?
Paris. Und dann Erding, Schüttal, fortgehen. Ja, wirklich. Also wir sind dann um 11 Uhr haben wir angefangen, dass wir gehen sozusagen und um halb 12 Uhr waren wir draußen. Wie besoffen warst du zu der Zeit? Schon gut. Gut, ja, also es war ja trotzdem ein langer Zeitraum, Ja. aber wir war bewusst, dass ich betrunken bin. Okay, schön. Und dann sind wir zum Hotel gegangen, also haben wir ein Hotel gebucht, das war so 600-700 Meter weg. Wir sind aber einen sehr weiten Umweg gegangen, aus Versehen, aber einen Kasten Bier dabei gehabt. Super. Haben dann schön auf dem Weg Woher? noch ein bisschen den haben wir ekligerweise den ganzen Tag im Auto gehabt. Ja, war ein warmer Tag. Aber hätte auch nicht so viel Ja, den mit reinnehmen war schwierig. Alternativen gewesen, gegeben. Also, ich hätte halt vorher im Hotel einchecken können. Oh nein, wie denn? Also ich habe schon eingecheckt, aber wir haben ja nicht gewusst, ob wir vielleicht ein paar Bier auch noch mit reinschmuggeln oder so. Und Fuck. war einfach nicht gut durchdacht, Ja. muss ich zugeben. Auf jeden Fall sind wir da halt, sind wir zum Hotel, haben uns also ob es weiterläuft, oder? Falls es weiterläuft, rede ich dabei. Also in dem Hotel waren wir, also ungelogen, vielleicht 1,5 Minuten, schnell Hose gewechselt oder so. Und dann ist schon das Taxi gekommen zum krassesten Club in Erding. Das Bel Air. Das ist, ja, also das kann gar nichts dafür, es war jetzt nicht sonderlich cool. Da dann erst einmal ein Despo geschossen. Also geschossen. Ja, völlig geschossen. Brutal Krass. geschossen. Schön, nicht Sehr Tornado. gut. Dann haben sie uns aber hier, wie heißt das, Berliner Luft ein bisschen. Und dann haben wir gesagt, ja, jetzt checken wir aus, jetzt pirschen wir uns in die ganze Partyszene rein. Da sind wir ein Stück weitergegangen, da sind wir in einer Bar gekommen, die, glaube ich, cool wäre, weiß den Namen nicht mehr, die aber in dem Moment zugemacht hat. Okay. Da habe ich dann, Das Hamster heißt. Samstag 0:30 Uhr, Ja. keine Ahnung. Auf jeden Fall, dann kommt irgendein Typ her und der T sagt zu ihm, dass er Schneider ist und weil er das Sakko gehabt. Und dann hat er mal gesagt, dass sein Sakko komplett beschissen sitzt. Und der Typ, wirklich, oder was? Und der hat es ihm voll geklappt. Und dann sagt der T einer, und das ist übrigens der von Bauwagen. Und dann schaut er mir an, der Harry. Das war so strange. Irgendein Typ in Erding in der Bar mit einem viel zu großen Sakko hat mich dann nur nach dem Hinweis erkannt. Das war so ganz komisch. Und also ski beiläufig, der Harry und Ja, Ende, oder? und dann hat er gesagt, was machst du denn da? Und so. Und dann habe ich gesagt, na, was werde ich da machen? Schmei. Nein, ich hab's nur gejuckt. Aber danke. Ja, Christoph. genau, aber im Grunde, ja, dann haben wir geschaut, nur 2, 3 andere Dinger, die einfach zugemacht haben, irgendwelche Borzen, dann sind wir wieder ins Bel Air und dann war der Abend eigentlich schon gelaufen, weil es ist nichts mehr, das war dann auch einfach, ja. Enttäuschend. Ja, aber es ist ja Aber sehr wurscht, es ist also- um die Therme gegangen. Man muss ja mal, also ihr habt ja schon lang gesoffen an dem Tag. Okay. Wann war's dann daheim? Also im Hotel? Kann ich da nicht sagen. Das ist eine gute Nachricht. Also ich glaube, wobei, gestern hat einer von ihnen gemeint, dass wir um 3:30 im Mackie waren. Oh, geil. Wir Oh, ich hab wollten Bock uns auf mit Mickey. dem Taxi zum Mackie neben dem Hotel fahren lassen. Und dann war das aber Mackie, das eine halbe Stunde vom Hotel weg war. Also entweder der Taxifahrer hat uns verarscht oder... Achso, wir ihr seid trotzdem hier. Ja, uns ist das nicht aufgefallen. Eine halbe Wir sind- Stunde mit dem Taxi entfernt. Nein, mit dem Taxi, nicht eine halbe Stunde, 2, so eine halbe Stunde. Und wir sind Ah. quasi dann in diesem Mackie gewesen, 5 Minuten bevor sie zugemacht haben. Dann haben sie bestimmt auch gefreut, aber es waren so viele Leute da drin. Ja, gut. Und dann haben wir gefressen, gehen raus und im Suri haben wir dann gedacht, wir sind jetzt gleich im Hotel und haben dann auf Google Maps geschaut und Hat's 30 halbe Minuten Stunde entfernt. weg. Seid ihr uns Fuß zurückgegangen Taxi gerufen und und gib ihm. ja, und das war eigentlich die ganze Geschichte. Aber in der Therme war es sehr, sehr lustig. Also hat er lustig geklungen. Also, nein, das ist auch Und ganz gegen nice. Abend fangen die Leute in dem Becken, da sind ja alle nackert, habe ich das Gefühl, dass die das Ficken auffangen. Schon, oder? Das In war was für ein brutal. Becken? Also in dem großen Hauptbecken, das gibt es ja in der Textilzone auch, so ein normales Becken, wo du Ja. da schön raus kannst, wenn ich mich nicht täusche. Und in dem Becken, also ich sage mal so, da sind Männer und Frauen immer sehr nah beieinander. Und, Aber da haben sie ja jeweils- was, haben sie Badhosen an, oder? Nein. Ach, das gibt im textilfreien Bereich. Gibt's genau so ein groß- Becken auch, Und genau. da sind alle nackt. Ja, gut, dann Ja, ist es und, safe. und wenn ich da jetzt mit meiner Frau oder Freundin oder Partnerin oder so wäre und wir sind so nah beieinander, dann darfst du Und- nicht verzeihen, dass da kein ständig ja, also Gefahr dafür und- sind dann, und- also ganz ja. ehrlich, ja, da. Also richtig schöne Ficksuppe. Ja, nice. Ja. Hast ein bisschen Sperm gesehen? Na? Kleinen Spermfisch. Na, dabei war ich mit Taucherbrille unterwegs. Also, Ah, stimmt. Wow, das war mal. Ja, stimmt. Nicht in der Sauna schauen, sondern einfach im textilfreien Becken immer ein bisschen da. Also stört euch. Ja. Schön schnarchen.
Also danach da die Geschichte aber beenden. In einer Sauna waren wir leider nicht, also wir waren so oder so nicht in allen Saunen, aber in einer bestimmten, und zwar in der Brotbacksauna. Da wird Brot gebacken, ich weiß bloß nicht, wer das da Voll geil. ist. Also, Ich hoffe niemand. kann ich nicht sagen, kann ich dir echt Geil. nicht sagen. Ja, dann, jetzt pass auf, Thema der Woche. Wie gut kennt ihr euch spezial? Wäre irgendwie ein langer Podcast, glaube ich, aber schauen wir mal. Ja, wird aber ziemlich lange, bei keinen Punkt. Oh, das ist stark. Kein Ende gefunden. Regeln. Ihr bekommt 10 Fragen aus einem Wie gut kennst du mich Spezial der Bravo. Beantwortet sie ehrlich und nicht taktisch. Nicht extra was sagen, wo der andere nicht draufkommt. Wer mehr Fragen richtig beantwortet, gewinnt. Macht einen Preis oder eine Strafe aus für den Gewinner. Das heißt, man muss sich Antworten und Fragen überlegen, oder was? Ich schätze mal, dass das auf dem Zettel ist, oder? Auffi. Ach, jetzt. Für Thema. Ach ja. Da. Ich habe gedacht, sie hat damit die Blechschädel verdeckt, dass die das Thema sind. Ich glaube, sie wollten nicht, dass wir durchschauen können, oder was weiß ich. Okay. Oder sie wollten es einfach schön richten. Also, oder Ach, dass wir drauf schreiben können. Schreibunterlage. Klug, gut mitdenkt. Ja, wir sehen eine Strafe für den Gewinner, den Verlierer. Okay, dann machen wir, also der Vorschlag war halbe Echsen. Das bedeutet, jeder von uns hat jetzt einen Gutschein, dass er dem anderen sagen muss, jetzt halbe Echsen. Oder der Verlierer muss sich mal eher den Geschichten nochmal anhören. Ich hab die gut gefallen. Aber sie war sehr lang. Ja, aber das sind, also ich wollte ja jedes Detail. Ja, also dann machen wir das. so, also Finde ich gut. Lieder, passt. Bei Watschen dürfen wir uns ja so oder so. Steht drauf, Sackeln, Watschen, weil noch drauf stand, Sackeln, werden noch andere, untereinander wird nicht gesackelt. Naja, Watschen manche von uns sackeln andere. Ja, das stimmt. Das hat aber auch verdient gehabt, die Drecksau. Ja. So, Steht dann, nimmt den Zettel, oder? na, die Schilder sind da, dass ihr darauf schreiben könnt. So, okay. Also ich schreibe jetzt, aber ach so, warte. Ich schreibe jetzt da drauf, was ich nicht mag und du musst es dann im Dialog. Okay. Passt, dann machen wir das. Das ist halt jetzt ziemlich lange Also dann Lehrphase. Welches Essen mag ich gar nicht? Und ich schreibe jetzt, was ich nicht mache. Es ist halt, aber sollen wir, nur dass wir uns klar sind, wir machen ein einzelnes Essen, wie wenn ich jetzt sage, Couscous, also, oder machen wir ein Gericht. Machen wir schon ein Essen, also ein Nahrungsmittel. Also, sagen ja, wenn ich jetzt zum Beispiel Fleisch nicht mengt hat, wir. insgesamt. Genau, ja, okay. Aber schreibe ich jetzt deins auf oder meins? Du schreibst deins auf. Okay. Dann. Das ist nicht schwer. Dann versuche ich nicht zu taktieren. Ja, also du Weil, kannst, ja, ich versuche, ich wollte das eigentlich, das Erste, was man, ja, soll ich mehr aufschreiben? Einfach, dass die Chance größer ist, dass eine richtige Na. Antwort dabei ist. sehr egal. Okay. Okay, in welchem Land, Sie hat Leben groß geschrieben. Naja. welchem Land würde ich gerne leben? Also jetzt, aber da gibt es halt mehrere, das ist voll Ja. unfair. Gibt nicht ein Land. Und ehrlich gesagt lebe ich ja recht gern in Deutschland. Ja, aber das lassen wir natürlich. Ja, natürlich. aus, aber, ja, ich weiß, ja. wo du. Ja, also jetzt, okay, dann. Ich schreibe mir auf, was so ist. Dann schreibe ich auch. Wie viel hast du aufgeschrieben? 2. Ja, habe ich auch 2. Welches Ding in meinem Zimmer mag ich am liebsten? Also du sollst deinen Keller nehmen und ich mein Studio. Boah. Also, während ich überlege, zur Erklärung, ich habe den Keller bei mir daheim zu einem kleinen Partykeller umgebaut. Ja, Partykeller. Ich nenne es eher, also eigentlich ist es ein Pub, aber schaut nicht aus wie ein Pub. Okay. Wovor hatte ich als Kind am meisten Angst? Also es zählt jetzt nicht, dass Es war eigentlich cool, wenn wir das davor ausgefüllt Ja. hätten und dann, aber Ja. wurscht. Ich Ihr weiß könnt ja am Podcast schon mal mitspielen. Wenn es dann so zweit hört, dann gell. Wovor, ja, also ich ich das glaube ich kommst nicht drauf, aber das ist das nein, Einzige, shit. ja, das ist, da kommst du schon drauf. Was ist meine Lieblingsfarbe? Das ist das nächste. Ja, Habe das ich schon ist- beantwortet. Habe ich sehr, also, ja, ich schätze mal. Ich hoffe, du kannst. Also meine Lieblingsfarbe, ich bin so Ja. dumm. Welche Sportart finde ich am besten? Oh. Ich wollte schon wieder deine Antwort aufschreiben. Ich glaube, ich bin komplett kaputt Wo im wurde Schädel. ich geboren? Fuck, ich glaube. Ja. Und wieder wollte ich deine aufschreiben. Ich weiß nicht, was los ist. Wofür gebe ich am meisten Geld aus? Oh, das ist gut.
Also dadurch, dass wir früher war es bei uns beide wahrscheinlich Alkohol gewesen, Ja. aber jetzt haben wir, deswegen fällt das schon weg, aber Also gut, es ist halt so Zeug, wir essen, ist ja Standard, dass man Ja. da Geld dafür ausgeben Ja, muss. Also ja. für Schon Dinge, die nicht für- lebensnotwendig Ja. sind, oder? Voilà. das ist gut. Bin immer nicht ganz. Was war mein erstes Haustier? Boah, das weiß ich selber nicht genau, ganz sicher, aber. Ich bin bei meinem eigenen, ehrlich gesagt, mit dem am meisten Geld noch nicht sicher, aber. Ich auch nicht, aber ist ja wurscht. Ja. Wann habe ich mir das erste Mal so richtig den Maschinenraum geflutet? Ah, schön. Das ist eine schöne Formulierung. Okay. So, das erste Mal, Entschuldigung. Also, ich sage jetzt ein Alter einfach, oder? Oder Ja, ich habe aber, also, ich bin aber jetzt man kein kann auch sagen, wo spezielles es war. Datum. Nein, nein. Also, Hätte jetzt nicht gesagt. Okay. Mhm. Naja. Also, welches Essen mag ich gar nicht? Ich schätze mal, also was du gar nicht. Ich hätte normalerweise gesagt Lasagne. Aber ansonsten. weil Lasagne ist sie ja trotzdem. Ja, ja, Ich ja. mag es noch nicht gern. Ich weiß, dass du auch kein riesen Gemüsefan bist. Deswegen, aber ich weiß nicht, was für Gemüse du am wenigsten magst. Aber ich schreibe jetzt, ich mache jetzt mal, ich sage einfach mal Gemüse. Soll ich Käse. sagen, was ich aufgeschrieben habe? Käse. Nein, natürlich, ja. Meeresfrüchte. Fuck! Weil ja! die hast du abgrundtief. Stimmt, das hätte ich wissen müssen. Das Und- weiß ich eigentlich. Ich glaube, dass ich bei dir vielleicht zu allgemein, wobei Gemüse ja ist, aber ich hab bei dir mir gedacht, Suppe. Oh, das ist besser wie meins. Okay, Das trifft wirklich besser. Ich habe Gemüse aufgeschaut, ich mag Suppe weniger wegen mir, das hast du recht. Ja. Danke. weil da gibt es halt ein bisschen Zeug, dass man. Ne? Das heißt, beide keinen Punkt, oder? Ja. Mache ja Kreuzel für Nein. Ah, das ist auch wirklich. Ah, doch, du kriegst einen Punkt, weil das ist Suppe, mag ich wesentlich Also. weniger. Also du kriegst auf jeden Fall einen Punkt. Ich mache mal X. Weil das hätte ich wirklich wissen müssen. Okay. In welchem, okay, ich habe mir jetzt nur über mich Gedanken gemacht, nicht über die, aber in welchem Land würdest du gern leben? Also ich kann mir trotzdem vorstellen, dass du gerne in die USA leben würdest. Aber Vom Land her schon, aber es ist also ich sage einfach, mit das ganze Sozialsystem und so weiter, das nervt mich da ein bisschen. Also wenn ich reich war, okay. Also noch reicher, wenn ich noch reicher war. Österreich. Habe ich auch kurz überlegt. Nein, ist nicht dabei. Ist nicht Scheiße. Ja, dann Ja, da kannst du noch mal- ich weiß aber nicht, überleg dir mal, ich hätte ja sonst war ich bei dir auch Richtung Skandinavien irgendwie gegangen, aber du warst halt noch nie in Skandinavien, deswegen kann ich es fast nicht nennen. dabei. Ich habe Kanada. Na, Okay, dann sag's mal. Irland oder Schottland. Ja, okay. Aber vielleicht dann nur, weil mein Algorithmus mir ständig neu spielt, deutsche Auswanderer in Irland und Schottland und weil sie dann immer so Cottage kaufen und ja, ich romantisiere das sehr, aber wahrscheinlich, also Kanada ist auf jeden Fall, also für Kanada da ich da einen Punkt geben, weil das, wenn ich mehr als 2 aufgeschrieben hätte, war Kanada safe dabei gewesen. Skandinavischen Länder Passt kann ich leider, also Ja. ich glaube, es ist geil, Ja. mir überlegen, Ende des Jahres, dass wir nach Norwegen fahren oder fliegen, schauen wir mal. Bei dir habe ich habe an Schweden gedacht bei dir und das zweite habe ich mir noch nicht überlegt. Schweden und USA habe ich aufgeschrieben. Ah ja, okay, bei USA hätte ich gedacht, schlierst du wegen, weil es da halt an sich, Ja, nein. aber vom da- Land her ist halt ultra geil, also und auch von der Kultur. Wieder Punkt für die. Ja, wie gesagt, also für Kanada da die da eingeben. Na gut. Aber halt auch mit weil das ist also Second Guess. Kanada wäre das Nackste gewesen, das ich aufschreibe. Na gut, seien wir nicht so streng. Genau. Welches Ding in meinem Zimmer mag ich am liebsten? Ich glaube bei dir, dass die Anlage ist. Ja, fick dich doch. Also, Ja, richtig. weil die ist schon saugeil einfach. Ja. Ja, bei dir ist so viel Cooles jetzt ja drin. Ich kann da sagen, soll ich da einen Tipp geben oder magst du einfach abgeben? Also
Also es zählt aber nur wirklich, es zählt jetzt nicht der 3D-Drucker, oder? Nein, weil der ist ja in am dem Ding, Abschnitt weil den der hätte nicht jetzt, so. den habe ich jetzt nämlich außen vor lassen, Genau, den weil habe ich ich auch weiß ja, extra dass der außen vor sonst Ding. Also ich schätze, ich kann mir trotzdem vorstellen, also entweder ist es trotzdem die Bar, weil es das große Ding ist, oder die Wolkenfläche. Die Bar. Die Bar. Ich habe nur die Bar aufgeschrieben. Jawohl. Und übrigens, also ich weiß nicht, Fun Fact ist es nicht, aber kleiner Nebenfact, die Bar haben da halt auch ein sein Dad gebaut und ich habe es quasi, als er umgezogen ist und dafür nicht Platz, aber keine richtige, keine Stelle gehabt hat, wo es gut hinpasst, sagen wir so, habe ich es als Leihgabe auf Lebenszeit gekriegt. Und hat das richtig aufgewertet, das Ding, das muss man jetzt schon sagen. Bis jetzt. Ja. Also, Wofür hatte ich als Kind Angst? das ist also. Das hat mich so richtig beeindruckt, wenn du das weißt. Ich habe es selbst schon mal erwähnt, aber Also ich bin mir sicher, dass du es erwähnt hast. das ist was nur so nebenbei mal. Also ich weiß nicht, ich denke dann, bei also so normale Viecher oder sowas, nein, ich kann es nicht sagen. Also ich dachte jetzt, wenn ich einfach irgendwas ran müsste, ich kann es nicht sagen, da die sagen vielleicht Schlangen oder so. Hunde. Bei Bei dir bin ich mir echt sehr unsicher, weil du bist eigentlich kein ängstlicher Mensch grundsätzlich. Deswegen hätte ich war auf Psychologisches gegangen, aber das wärst du nicht aufgeschrieben, gesagt, etwas falsch zu machen. Na, tatsächlich nicht. Also ich habe Bienen aufgeschrieben. Es war so, als Kind war ich da so dumm. Wir haben zum Beispiel, also wir waren beim Grillen hinterm Haus. Und es war eine Biene da und ich hab wirklich zum Schreien angefangen, wenn eine Biene mir zum Mal gekommen ist. Und ich habe dann geschrien und bin auf den Tisch gesprungen, weil da kommt der Biene natürlich nicht Nein, hin. null, das hat ja gar keine Also Chance. ich habe so Angst vor Bienen Territorium. gehabt, ich habe echt keine Ahnung warum. Also glaubt mir, die können stehen, aber echt, also Websen, Bienen und sowas. Früher, jetzt ist mir komplett wurscht. Ja, also, aber ich weiß nicht, was Biene, das war. interessant. Habe ich wahrscheinlich irgendwie irgendwas drauf projiziert oder so. Aber eine Zeit auch vor Hunde tatsächlich. Okay. Weil mir mein Hund auf dem Radl verfolgt hat und es war ein Riesenviech und der, ja. Und ich habe gedacht, ich muss schneller radeln. Was Ja. natürlich das Dümmste ist, aber egal. Ja. Ist mir aber mittlerweile auch. Also, Ich bin scheinbar als Baby von einem Hund mal gezwickt worden und angeblich ist deswegen meine Angst vor Hunden entstanden und weil ich auf dem Land immer, wenn ich über irgendein Feld gegangen bin, eigentlich von einem Hund angegriffen worden bin. stell dir mal vor, wir hätten noch die Hundeangst in Rumänien gehabt. Da, wo wir Also in diesem du hast Wald. lange, wenn ich nicht Angst gehabt habe. Ja, gut, aber da wenig Angst gehabt. hätte, glaube ich, jeder Angst gehabt in diesem Das war Wald. echt. Aber wir haben letztens auf der Fahrt nach Bogen drüber geredet, dass ich noch nie so eine Aura erlebt habe wie von diesem einer Dobermann, falls du dich erinnerst. Ja, Das war, Naja. Lieblingsfarbe. Ah ja, Lieblingsfarbe ist bei dir grün. Und ich hätte jetzt bei dir einfach mal, also wenn man schwarz als Farbe sein lässt, sonst ist blau. Ja, richtig. Also ich habe blau aufgeschrieben, weil schwarz ja, jetzt nicht ist. Also, Oh, welche Sportart findest du am besten? Also ich weiß nicht, ob es das, also das, wo ich halt eigentlich das, was du gern machst, auch wenn du es nicht aktiv betreibst, ist sowas wie Dart. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt was ist, wo du sagst, wow, das ist urgeil. Aber eine Sportart, die du, Football. genau, also ich habe Football Logischerweise. aufgeschrieben, aber ich habe tatsächlich zwischen Football und, also ich weiß nicht, ob ich MMA oder Thai-Boxen bzw. Kickboxen lieber mag. Aber so, Dann kann man Kampfsport theoretisch Ja. sagen. Ja. und bei dir hätte ich MMA gesagt. Korrekt. Ja, hey, sauber. So, Hey. Pünktchen wieder. Na, nicht schlecht. Und da bin ich mir jetzt, also wo bist du geboren? Ach, da habe ich jetzt. Das ist mir sehr peinlich. Ich habe im Kopf, dass du in sowas wie Bensberg, ich glaube, du bist in Bensberg Ich bin in geboren. Bensberg geboren, ja. Bensberg. Aber ich sag's dir, ich bin kein Bensberger nicht, gell? Nein. Na. Und du in Minga. Ja, das ist gar nicht so schlecht aus. Ja, das ist so gut. Also, das nächste Das ist meiner war das Meinung nach Schwierigste einfach. für mich. Also, bei dir meinst du jetzt? Nein, für die. Ja. Glaube ich. Wofür gebe ich am meisten Geld aus? Meiner Meinung nach, vielleicht ist aber die Summe vielleicht gar nicht so groß, aber am öftesten Geld gibst du auf jeden Fall für Steam aus. Habe ich mir gedacht, dass das kommt. Also mir ist aber auch nichts eingefallen, außer unnötiges Essen und so weiter. Deswegen habe ich Videospiele Ja. gesagt, aber eigentlich gebe ich nur für Total War. Das reicht aber. Ja, deswegen, mir ist da auch nichts Besseres eingefallen, also hast du den Punkt. Ich hätte sonst Nummer 2 war jetzt bei mir gewesen, bei dir Konzerte, aber du bist ja ganz oft einfach bei Konzerte eingeladen. Das ist das Coole. Ja. Von dem her Zeit ist auch nicht. Aber dann geben wir mal den Punkt. Ja, auf jeden Fall. Und ich habe bei dir an Technik gedacht, also so technische, also weißt du, wie eben Anlage, so
Ich sage ja zum Beispiel was mit der Whirlpool, das ist ja nicht wirklich Technik, aber ich meine so. Es steht hier Technik und / Soundgedöns. Also genau, 100 Punkte. Das ist schon. Dein erstes Haustier war entweder, ich weiß, ihr habt ja sehr viele Haustiere gehabt, also entweder war es ein Hase schon, also Hase kann das erste Haustier gewesen sein. Also der Schnuffi, unser Zwergkaninchen, Ja. Der ist genauso alt gewesen wie ich, bis ich halt 13 war, dann eher nicht mehr. Ah ja, dann habe ich recht, okay. Genau, aber gleichzeitig haben wir auch 2 Wellensittiche gehabt, auch seit ich mich erinnern habe, Kenner und Schildkröten. Gleichzeitig, alle 3 Viecher gleichzeitig. Also 4 Sumpfschildkröten, 2 Wellensittiche. Sumpfschildkröten. Wie groß sind die? Also eine war so groß, ich zeig's mal her, also und die anderen 3 waren so, also das waren 3 kleinere und ein größere. Geil. Und es war so krank, mein Dad hat irgendwann einmal einen toten Oktopus reingeschmissen und den so zerfetzt. Das war so eklig, Alter. Das war wirklich Ich glaube, krank. dass damals noch keine Handys zum Filmen gehen, aber ich würde gerne sehen, wie die den Oktopus. Völlig. Und dann haben wir noch Wüstenrennmäuse gehabt, relativ schnell. Das war aber eigentlich, also ich habe gedacht schon das, aber die haben tatsächlich mir gehört, also und mein Bruder halt. Aber ja, das andere waren Familienhaustiere, aber ja. Also tiertechnisch weit vorne dabei. Auch Auf viel jeden Fall, unterschiedliche, krass. Ja, bei dir war es, gehe ich davon aus, eine Katz. Da bin ich mir eben nicht sicher. Ich habe jetzt meine Katz aufgeschrieben. Katz oder wir haben auch einen Hasen gehabt, der Zwergi. Und da bin ich mir nicht sicher. Aber ich glaube, das erste, ich sehe ja Katz als erstes. Also ich gebe dir den Punkt. Ja, den habe ich bitter nötig. So, wann hast du das erste Mal richtig einen Maschinenraum geflutet? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir relativ gleich alt waren und ich weiß nicht, also ich glaube, wir haben uns auf jeden Fall nicht gemeinsam, glaube ich, das erste Mal richtig anweg. Du warst auch entweder 15 oder 16, aber ich glaube 15. Genau, also über 15 mit meiner ersten richtigen Freundin quasi. Da habe ich dann, haben wir uns schön mit Becks zugrunde gekriegt. Geil. Damals hat das noch gelangt. Sie auch, oder? Ja. Ja, das war gut, damals. die hat aber schon länger gesoffen. Sie hat schon länger gesoffen? Ja. Okay. War sie älter als du? Ein Jahr? Nein? Okay. Die, gibt halt einfach Leute, die, also, ich meine, wir waren ja spät dran. Ja, schon. Und ich hätte bei dir eben mal 15 getippt, aber... Ich glaube, dass 15 war oder 16, ja, eigentlich schon 15, aber der erste so richtige Vollrausch oder wo ich nicht mehr gecheckt habe, was passiert, war tatsächlich da muss ja dann schon 16 gewesen sein, ich weiß, der 18er von meinem Bruder war. Punkt. Da wo der keiner, Ja, der Dings, der Crazy K. mit dabei war. Ja. Aber ich habe auch, also ich lasse auf jeden Fall sein, weil die 15, falls du 15 geschrieben hast, weil ich habe mit 15 schon auch. Also dann waren wir jetzt richtig stark, wir haben schlecht angefangen. Essen habe ich verkackt, da hätte ich aber wissen müssen. Land, mein Gott, also du musst sagen, haben wir alles richtig fast. Nein, Schmarrn, Hunde. Also ich habe das mit der Angst, gut. Ja, aber das ist Hey, wann redet man schon über Angst? Nein, ich habe auch gar keine Angst. Aber das heißt, wer hat jetzt den Gutschein? So, ich glaube, du hast gewonnen. Also du hast mir das erste gegeben, aber das können wir auch nachsagen, weil das war nicht das, was du aufgeschrieben hast. Naja, aber das muss ich, weil, Okay. weil ich mag Suppe wirklich weniger als Gemüse. Dann habe ich Du hast 1, mehr, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Von 10 und ich habe 8. Dann darfst du jetzt jederzeit sagen, mal Echsen. Ich habe kurz überlegt. Am besten, wenn du weißt, dass ich schon 2 halbe habe und jetzt gleich fahren muss. Ja, weil ich habe überlegt, ob jetzt. Das war halt jetzt war es halt richtig mies, weil ich dann mit dem Stefan noch später nur eine trinken kann und das war aber auch sehr lustig. Ja, wobei, bis dahin weiß ich schon. Naja, Auf war heute schön. Abend auf dem Chat. Nein. 5 Fragen an Los Brutalos. Was ist dein Tipp am Samstag Deutschland gegen Elfenbeinküste? Ehrlich oder? Ehrlich. Ich sag's, wie es ist. Das wäre der 3-2 für Deutschland. Ich sag 2-0. Für Deutschland? Deutschland, ja. Ich bin sehr selbstbewusst, also stellvertretend selbstbewusst. Also Ja, ich glaube, dass jetzt ein kleiner Höhenflug da ist. Und die Elfenbeinküste darf man nicht unterschätzen. auf gar keinen Fall, die sind Spitzenspieler, aber ich kann es mir nicht anschauen, leider, weil ich auf einer Hochzeit bin. Ja. Aber vielleicht macht das ja auch, Ja, vielleicht. weil war schon geil. Wann ist das? Wieder. Um 10. Also gerade beim Wein. Stimmt. Da war es schon geil, wenn ich sage, ich muss jetzt, der Stefan wird sicher hochgehen. Vor allem um 10 beim Wein. Um 10 wird wahrscheinlich gerade Los Brutalos ein bisschen performen. Schauen wir mal, wissen wir Der nicht. Podcast kommt erst am Sonntag. Ja, ja. raus, gell? Ja, kann sein, ja, stimmt. Na dann,
Pünktlich zum Anpfiff. In welcher Sache könntet ihr euch noch antrainieren, Deutschland Bester zu werden? Also antrainieren, da dir eigentlich heißen, es muss was Körperliches sein, oder? Ja, also ja, da ist ja zum Beispiel nicht so wirklich körperlich, aber kannst noch. Ja, nein, aber da habe ich keine Chance. Puh, weil ich habe jetzt als allererstes an irgend sowas gedacht, wie ich weiß nicht, Harry Potter wissen oder sowas, aber da, na. Ich glaube, bei mir war es Lauf. Ja, bei mir Handstandlauf. Ah ja. Aber ich habe Also- mir für einen 10-Kilometer-Lauf angemeldet. Echt? Ja. Ach, hast du schon Zeit? Das ist doch oder? Das war Nein, doch das ist außerhalb von der Wette. Also dieser B2Run wird nicht stattfinden, wo ich mitmache. Ja. Okay. Ja. Schwierig. Wow, was ich nicht. Das ist ja, mein großes Problem ist ja, dass ich in vielen Sportarten okay bin, aber in keiner richtig gut. Stockschiss. Ja, Ja, kann so- schon sein, weil ich glaube, dass da vielleicht, ja, wow, man unterschätzt man schon wieder Aber komplett. wo ist in Deutschland die Community nicht so groß, dass man da schneller mal der Beste werden kann in der Theorie? Hobbyhorsing, Oh ja. aber der Gnade habe ich null Gefühl dafür. Weiß ich nicht, vielleicht schon. Vielleicht Du weiß kannst im Saufen vielleicht. ich. Aber da gibt Es geht ja, vielleicht muss ja gar keine offizielle Sportart sein. Ach so. Also, Also Deutschlands bester Rapper vielleicht. gut, aber es Bei soll dir ja was Gitarrist, Nice sein. Bassist, Es soll ja was Nice sein. Ja, Also, stimmt. Das Ja, bist du ja, 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 schon. also, Boah, na, was ist denn los? Das ist ja also ich schwierig. kann mir nicht vorstellen. Ja, pass auf, ich sag's so. Ich glaube, dass ich die größte Chance trotzdem im Kampfsport hätte, weil jetzt bin ich noch in dem Alter, wo es mir irgendwie gegangen hat und du hast immer die Fighters Chance, die Lucky Punch Chance. Ja, stimmt. Und in die deutsche Community, Kampfsport-Community ist trotzdem relativ klar. Das bedeutet, es gibt sehr viele deutsche Meister in irgendwas und wenn es dann in meiner Gewichtsklasse zufälligerweise gerade nur 2 Leute oder so sind, dann glaube ich, dass ich im Kickboxen oder halt vielleicht wahrscheinlich sogar im MMA, weil das die Community noch kleiner, Ja. vielleicht eine Chance hätte, nur deutscher Meister irgendwo zu werden. Okay, ja, das Sicher am ersten, bei Tennis keine Chance, da sind die Leute so scheiße gut, die alle spielen schon seit 15 spielen. Boxen Boah. vielleicht auch, Boxen ist vielleicht sogar noch wahrscheinlicher. Boah, schwierig. Dann, also, nimm mir als guten Call von dir. Boah, aber bei mir, das ist echt schwierig, weil also es gibt ja jetzt so nicht direkt dann, also ich mache ja aktuell keinen kompetitiven Sport oder sowas. Boah, was nehme ich? Ich bin gut ich würde sagen, ich hätte also dann wahrscheinlich doch am ehesten Dart. Ja, ich glaube auch, weil du kannst einfach, Ich glaube, ist halt ein, die Deutschen trainieren da bestimmt nicht so viel. Also mir fallen gar nicht viele deutsche Data ein, mir fällt der Maxi Hopp ein und der Suljovic, der aber Österreicher ist oder sowas, keine Ahnung, also Suljovic, weiß ich nicht. Aber ich glaube, der vielleicht dann im ehesten das. Dart, okay, Klar, ja. dann müsste die zwei erste Mal, Boxen halt auch, du kannst halt so Deontay Wilder-mäßig, musst du dir vorstellen, der hat auch echt eine verhältnismäßig beschissene Technik gehabt dafür, dass er so richtig, nicht, dass du beschissene Technik hast, gell? hey, ich bin ein Aber der Killer. Typ halt, und du hast ja auch eine ganz eigenartige Kraft beim Schlagen. Ja, das haben wir schon festgestellt, Also ja. undurchschaubare. Ja. Bei dir gibt es auch nur 90 oder 100%. Das bedeutet, da kann ich teile dich schon auch sagen, dass du einfach reinmarschierst, halt auf aggressiv und einfach zuhaust und bumm. Oder halt im Ringen. Ringen auch, klar. Also immer nur Ringen, ja. Nicht, Ja. Nicht Brazilian Jiu-Jitsu, sondern ja, für den Siege. Kann ich mir auch vorstellen. ja. Okay. Wann hast du dich das letzte Mal gut? Zurück, ich muss nochmal zurück. Ja. Du bei die Watschenduelle. Oh ja, klar. Genau. Das ist auch einer der sinnvollsten Ja, Sportarten. gut, aber hey. Wann hast du dich das letzte Mal gut entertained gefühlt? Jetzt gerade. Ha. In diesem Moment. Ich natürlich auch. Ja, und dann sonst noch Irgendwas war, wo ich mir gedacht habe, okay, ich bin wirklich gerade unterhalten. Also das letzte Mal, wo ich mich so richtig gut entertained gefühlt habe, was mir jetzt gerade spontan einfällt, wo auch einfach im echten Leben passiert ist, war, als Hirs und Mike einer Schatten Ja, das war schon sehr geil. Luftgitarre und Luftschlagzeug gespielt haben. Das haben sie ziemlich gut gemacht. Wo ich das Schlagzeugvideo in der Gruppe gesehen habe vom Cats Music. Da Oh ja. habe ich mich über die Maßen drüber gefreut. Ich weiß nicht, warum. Ja. Das ist. Also Cats, saugeil, was du daraus zimmerst. Ja, Das ist schon. jetzt fett. kann der Hirs kann es halt jetzt wegschmeißen, das Ding, weil es so zusammenbrögelt hat. Ja. Was vermisst du an Deutschland, wenn du im Ausland bist? Oft einmal das Leitungswasser.
Also wirklich, weil ich hasse das, wenn man nicht einfach das Wasser aus dem Hahn saufen kann. Ja. Und natürlich auch gutes Bier. Das ist schnell einmal. Und oft auch, also oft schon als Essen tatsächlich. Kriegst du dir alles in einer soliden Qualität. Genau, ich esse nicht Meeresfrüchte und leider auch kein Fischesser. Bin ja in die ganzen Länder am Meer so ein bisschen aufgeschmissen oft. Und da bin ich halt hier immer gut versorgt. Und du? Die Straßen. Also am Verkehr insgesamt. Also einfach in Deutschland Autofahren ist für mich mit Abstand am angenehmsten. Ist alles schön geregelt. Das stimmt. So sehe ich mich oft auch über andere Verkehrsteilnehmer aufregt. Im Vergleich zu in Italien, Griechenland oder die ganzen anderen dritte Welt Länder. Da scheint der Leben nichts wert zu sein. Nein, wirklich nicht. Da muss ich sagen. Ja, Entschuldigung, das war jetzt wahrscheinlich laut für euch. Egal. Selber schuld. Ja, das bei mir. Wann hast du das letzte Mal so richtig dumm gefühlt? Letztens ist noch was eingefallen. Also es war schon mal eine ähnliche Frage, wo es gesagt hat, I was today years old when I found out, aber irgendwas habe ich vor kurzem erst. Also es passiert traurigerweise öfter mal. Ja, aber ich habe auch vor kurzem, was war denn das? Fuck. Ich bin so schlecht da drin, mir das dann, weil ich so dumm bin. Ich habe mich richtig dumm gefühlt als... Ja, das ist jetzt problematisch, wenn man überdurchschnittlich intelligent ist. Ja. Ein dummer Mensch weiß ja nicht, dass er dumm ist. Na. Warte mal. Verdammt. Aber dann fühle ich mich jetzt in diesem Moment sehr dumm. Das macht es gerade voll schlimm. Ja, also in diesem Moment fühle ich mich sehr dumm. Ja, ich fühle mich jetzt dumm. Ja, aber was war... Es war letztens was, wo ich wirklich... Also das war wirklich... Ich komme gerade nicht mehr drauf. Ja, nicht. Dann holen wir nach. Holen wir nach. Das wird halt wieder so ein Moment, wo ich mir denke, man bin ich dumm. Man bin ich dumm, ja. Was steht die Woche an? Hochzeit vom Letüsch. Der darf ich Trauzeuge sein. Das ist der Harry Trauzeuge. Ich glaube, er macht da einen sehr guten Job. Werden wir sehen. Und ja, Deutschland gegen Elfenbeinküste spielt 2-0, 3-2. Sag ich. Schaut bitte alle ein. Oh ja. Ansonsten, ja, wenn sie das 6 war, der Stream im Stevie 6 schon. Aber dann kommt ja wieder. Aber kannst du ja nachschauen, wahrscheinlich. Ich weiß gar nicht, ob wir die online stellen, aber keine Ahnung. Ich meine schon, dass da jetzt die Highlights zusammengeschnitten Die Highlights, also beim letzten meine ich Falls es Highlights gibt. Hey, ja, gut, wahrscheinlich kommt der ungeschnitten raus. Ja, nur Highlights. Stimmt, ja. Wie ist das? Darf ich noch fragen? Ja. Zum Stream an sich, da wird das dann halt über den Stevie 6 gestreamt, weil er hat nämlich halt gepostet, dass er um 19:30 streamt. Stevie 6. Ja, okay. Stevie 6. Nein. Okay. Nein. Wird über uns gestreamt. Ja. Okay, gut. Wenn ich es überhaupt hinkriege, weil der Kid Rap hat sein MacBook und alles, was mir eingerichtet war, mitgenommen. Das bedeutet, ich werde jetzt die nächsten Stunden bis zum Stream damit verbringen, das einzurichten. Dann viel Erfolg. Danke dir. Ihr werdet das Ergebnis gesehen haben. Es wird geil gewesen sein. Ich denke auch. Dann hat die letzten Worte wie immer der wunderbare Harry. Danke.